Bin da! Wer noch? Die ganze Dino-Familie Sinclair sitzt mal wieder vor dem Fernseher, während Dino-Mama Franny das Abendbrot auftischt. Ach, diese Game-Shows. Welch ein Übel für das Familienleben. Ja, es ist wieder soweit. Ich freue mich ganz. Na, wie war dein Tag? Ja, mein Schatz, ganz wie du meinst. Und wie war's bei euch in der Schule? Klar, Mama. Gleich, Mama. Und was gibt's bei dir Neues? Weg aus dem Bild! Kommt es ganz dick, dann hast du... Willkommen bei Pangeas lustigsten Haushalts- und Freizeitpannen. Unser erster Clip zeigt Vater und Sohn beim Ballspielen in der Nähe eines noch sehr aktiven Vulkans. Danach werden Sie wissen, was der Begriff Steilpass heißt. Übrigens, mir ist heute auch was Lustiges passiert. Im Fernsehen? Im richtigen Leben. Ich möchte mit euch sprechen, wenn wir beim Essen sind. Wir haben uns seit heute Morgen nicht gesehen. Ich finde, da können wir wenigstens am Abend miteinander Wir sprechen. können uns doch immer unterhalten. Pangeas komischste Haushaltspan gibt's bloß jetzt. Und danach wollt ihr bestimmt sofort die nächste Show sehen. Naja, aber da kommt ganz was anderes. Was denn? Pangeas zwei komischste Pannen. Die Sendung gefällt mir eigentlich viel besser. Aber wir haben doch überhaupt kein richtiges Familienleben mehr. Und Ach, nimm das nicht so tragisch. Entspann dich. Sieh mal die wunderschönen Farben. Das wird dich beruhigen. Ja, bloß auf, mich dauernd zu filmen! Wir unterbrechen Pangeas zweitkomischster Haushalts- und Freizeitpannen wegen einer Meldung. Im Immer Studio diese ist unser Programmänderungen. Korrespondent Mario Marionette. Für mehrere Gebiete Pangeas wurde heute Abend Meteoralarm gegeben. Mithilfe wissenschaftlicher Berechnungen konnte der Einschlagspunkt präzise bestimmt werden. Es ist dieses Gebäude. Kommt schon, was geht denn das mich überhaupt an? Du, Papa, Was? ich glaube, dass das unser Haus ist. Blödsinn. Doch, das ist es ganz sicher. Nein. Nein. Nicht die Mama, nein! Ja, ganz exakt wie es die Wissenschaftler berechnet hatten, ist der Meteorit im Hause der Sinclairs eingeschlagen. Und schon kurze Zeit später erscheint ein Vertreter der Versicherungsgesellschaft. Aha, alles klar. Habe alle notwendigen Daten des Schadens erstmal festgehalten. Was die Regulierung des Schadens betrifft, dürfte die Summe aber weniger Versuchen Sie als... nicht, mich zu bescheißen. Ich kenne euch Versicherungsgeier. Ihr habt doch alle wie ihr da seid keinen Funken Gewissen im Leib. Fein, dann sagen Sie mir mal, wie viel Ihr Fernsehapparat wert war. 10.000 Dinomark. Was für ein Glück, dass ich zusätzlich den Meteorschutzbrief habe. Für uns mit Sicherheit, aber wenn Sie im Vertrag das Kleingedruckte über die Ausnahmefälle aufmerksam gelesen haben, werden Sie wissen, dass ein Meteor nur ein Meteor ist, bevor er in die Erdatmosphäre eintritt. Danach wird er bekanntlich zu einem Meteoriten. Das heißt, Sie zahlen überhaupt nichts, richtig? Nur wenn sich Ihr Haus beim Aufprall in einer erdnahen Umlaufbahn befunden hätte. Genau so war's. Sie können ja jeden fragen, das schwöre ich. Aber das ist nun wirklich keine Katastrophe. Ich sehe nämlich darin eine große Chance, dass wir endlich mal wieder miteinander reden. Ich finde, das ist wirklich ein wahrer Glücksfall. Naja, ein wahrer Glücksfall? Leider scheint diese Ansicht nur für Dino-Mama Franny zuzutreffen. Der Rest der Familie ist nämlich ganz anderer Meinung. Was hältst du an diesem Unglücksfall für einen wahren Glücksfall? Die Langeweile, die Eintönigkeit? Oh, sag nichts. Was du für einen wahren Glücksfall hältst, ist für mich der wahre Stumpfsinn. Wir sind es nicht mehr gewohnt, uns zu unterhalten. Wir haben die Kunst des Gesprächs verlernt. Also, erzähl von deinem Tag. Hab keine Lust. Dann frag doch mal wenigstens deine Kinder, was in der Schule los war. Was war in der Schule los, Robby? Darf ich bitte aufstehen? Na klar, warum nicht? Oh, danke. Robby, wirst du wohl sitzen bleiben? Keiner von euch steht auf, bevor wir uns wieder wie eine richtige Familie unterhalten haben. Oh, das finde ich aber voll gemein. Na, fabelhaft, Charlene, dann kannst du anfangen. Wie war dein Tag?
Wenn's sein muss. Also ich bin in der Schule gewesen. Da war nichts Besonderes. Wir haben ein neues Buch gelesen. Na, und dann war ich im Supermarkt. Ach ja, das war stark. Da gab's einen Stand, wo sie meine Haut analysiert haben. Und dabei kam raus, dass ich ein Mischschuppentyp bin. Manche sind zu fettig, manche sind zu trocken, manche sowas dazwischen. Aber jetzt wird's wirklich interessant. Passt mal auf. Sie haben mir eine speziell auf meinen Mischtyp abgestimmte Creme gemixt. Ein feuchtigkeitsregulierendes Spezialcreme-Gel. Mit neutralem pH-Wert und besonders hohem Sonnenschutzfaktor. Das Gel fügt sich hervorragend in das restliche Pflegeprogramm ein. Dazu gibt's eine milde Lotion ohne Konservierungsmittel und eine Regeneration. Robby, so ein Zufall, dass wir uns gerade hier treffen. Erzähl mir mal was von dir, damit wir uns beide besser kennenlernen. Ehrlich, Mama, über mich gibt's nichts Besonderes zu erzählen. Weich hier bloß nicht aus. Je mehr du dich wehrst, desto schlimmer wird sie dich nerven. Na fein. Ich habe in letzter Zeit über etwas nachgedacht und ich würde gern wissen, was die Familie dazu sagt. Ja. Ich verstehe nicht ganz, was der Begriff Realität bedeutet. Ist es wahr? Also, stellt euch vor, dass im Wald ein Baum umfällt und niemand da ist, der es sieht oder hört. Ist er dann wirklich umgefallen? Oh, die Frage finde ich aber sehr interessant. Wer kann dazu was sagen? Wo willst du hin? Ich sehe mal nach, ob der Baum noch steht. In ein paar Tagen bin ich wieder da. Wenn du jetzt dieses Haus verlässt, werde ich nie wieder ein Wort mit dir reden. Vielleicht sagst du das auch den anderen hier, dann kannst du Selbstgespräche führen. Was ist das schon für ein Leben ohne Fernseher? Dino Papa Earl hält nichts mehr zu Haus. Zum Glück gibt es da ja noch den Single Club. Und da läuft zur Freude aller Beteiligten die Glotze Tag und Nacht. Ja, hallo? Ja? Klingt klasse. Hallo, liebes Fernsehen. Ich hab dich vermisst. Habe ich dir auch gefehlt? Langweiliges Leben, so ohne Flimmerkiste, habe ich recht. Oh ja, habe ich irgendwas verpasst? Was verpasst? Na, zuerst mal, diese Beckelsens. Arnis Sohn Mickey wurde in der Schule von so einem Muskelprotz angemacht. Da musste ihm Arni natürlich erst mal zeigen, wo es lang geht im Leben. Sowas habe ich ja noch nie im Fernsehen gesehen. Ja, weißt du, diese Fernsehtypen bringen jede Woche was völlig Neues. Mann, was ist denn noch so gelaufen? Augenblick. Wir sind zwar nicht miteinander verwandt, kommen aber trotzdem irgendwie klar. Das ist wirklich eine Spitzenserie. Eines Abends, als Dolores und Rudi im Kino waren, hat der kleine Billy eine Party gegeben. Und dann gab's Zoff. Ist alles wieder ins Lot gekommen? Jeder von ihnen hat eine Menge über das Leben gelernt. Und ich habe diese kostbaren Stunden mit meiner Familie vergeudet. Tja. Ich muss unbedingt einen neuen Fernseher haben. Ja. Wie viel kostet denn einer wie der da heutzutage? 700, 800 Dino-Mark. Das kann ich mir leider nicht leisten. Die ganze Welt lernt Tag für Tag wichtige neue Lektionen fürs Leben. Und was mache ich? Ich gucke in den Ofen. Was soll ich nur tun, Roy? Würden Sie gerne stolzer Besitzer dieses Super-Stereo-Raumklang-Großbild-Farbfernsehers mit Fernbedienung sein? Ja! Bewerben Sie sich mit Ihrer Familie als Kandidaten für unsere beliebte Unterhaltungsshow Krieg der Familien. Hey, ich hab doch eine Familie. Mit Ihrer ganzen Familie. Dann muss ich ja den Fernseher mit denen teilen. Krieg der Familien. Ach, macht ja auch nichts. Seitdem bei den Sinclairs die Glotze nicht mehr zum allgegenwärtigen Familienalltag beiträgt, versucht Dino-Mama Franny, das Interesse ihrer Kinder auf andere, wichtige Lebensnotwendigkeiten zu lenken. Das Wichtigste beim Einkaufen ist, dass ihr alle Preise miteinander vergleicht, bevor ihr euch entscheidet. Ist das nicht meine wunderbare Familie? Ich rede kein Wort mit dir. Fran, ich habe lange nachgedacht und ich glaube, du hattest recht. Wir sollten als Familie mehr zusammen erleben. Ach, was denn? Naja, du weißt schon, wir könnten uns doch zum Beispiel gegenseitig helfen, unser Wissen zu erweitern, verstehst du? Ich verstehe kein einziges Wort. Ja, einfach nur so. Ich habe an nichts Bestimmtes gedacht. Da kommt mir eine Idee. Was hältst du davon, an einer Show teilzunehmen? Was? Ja, und zwar bei Krieg der Was, Familien. in dieser Fernsehshow? Also, ich weiß nicht. Ach, Franny, komm schon, das wird bestimmt klasse. Was sagt ihr dazu, Kinder? Wer dafür ist, soll sich nicht bewegen. Siehst du, einstimmig angenommen. Nach langen Diskussionen scheint es Dino Papa Earl erreicht zu haben. Seine Familie ist bereit, bei der Game Show mitzuspielen. Doch das heißt erstmal üben, üben, üben. Hab ich schon mal gesehen. Hab ich schon mal gesehen.
Nachdem wir nun Kandidaten für die Sendung Krieg der Familien geworden sind, haben wir noch genau 30 Tage, um das gesamte Wissen der Welt zu lernen. Ein paar von uns werden das vielleicht nicht schaffen. Wie sollen wir denn in so kurzer Zeit so viel lernen? Gar kein Problem. Wie ihr seht, habe ich das gesamte Dinosaurierwissen in diese 3 Sparten eingeteilt. Tiere, Pflanzen, Felsen. Und was ist mit Feuer? Was Pflanzlich. ist denn mit Wasser? Wasser ist das Gegenteil von Feuer. Und das wurde von uns eben als pflanzlich eingestuft. Und was ist das Gegenteil von pflanzlich? Fruchtig. Also ist Wasser eine Frucht. Eine Frucht ist keine Pflanze, also gehört sie entweder zu den Tieren oder zu den Felsen. Wir wissen, Früchte sind keine Tiere. Das bedeutet, eine Frucht ist ein Felsen. Papa, ich hatte aber nach Wasser gefragt. Können wir mit der Fragerei nicht bis nach dem Unterricht warten? Nicht das Fernsehen. Also ich mach da nicht mit. Charlene. Warum nicht? Ist mir schon peinlich genug, dass ich überall hier als deine Tochter bekannt bin. Und ich habe keine Lust, mich auch noch vor dem Rest der Welt zu blamieren. Dein Vater bemüht sich darum, dass unsere Familie etwas gemeinsam unternimmt. Stimmt, genau. Und wenn du ein bisschen älter bist, wirst du erst mal begreifen, dass die Familie das Einzige ist, was du auf der Welt hast und auch alles, was du brauchst. Ich werde bei der Fernsehshow auch mitmachen. Wer braucht dich denn? Aber Mutter gehört doch auch zur Familie. Klar, aber das muss ja nicht unbedingt jeder wissen. Und für die Fragen über die Dino-Frühgeschichte braucht ihr wohl keine Expertin. Und was bitte macht dich zur Expertin für Frühgeschichte? Ich war dabei. Mutter, willkommen in unserem Team. Und so geht es Tag für Tag, Woche für Woche. Die Sinclairs bereiten sich ausgiebig auf das große Familienduell vor. Bobby, stell mir noch eine Frage. Aber du hast noch keine einzige richtig beantwortet. Ich muss erst in Form kommen. Los weiter, frag mich. Okay, was kann ein Fisch unter Wasser tun, was ein Dinosaurier nicht kann? Singen. Falsch. Atmen. Wir können unter Wasser nicht atmen? Nein. So ein Mist. Mann, warum wissen wir denn sowas alles nicht? Wir könnten ja ertrinken. Wieso haben wir unseren Grips denn nicht früher trainiert? Was hat uns davon abgehalten? Bitte bleiben Sie dran. Wir kommen gleich wieder. Sparsam im Verbrauch. Ich nehme ein Y-Bob. Nun das Wetter vom Morgen. Damit beenden wir das Tagesprogramm. Vielleicht liegt es am Fernsehen. Oh, Fran, du könntest damit recht haben. Wir haben ja unser ganzes Leben wirklich nur vor der Glotze verbracht. Und jetzt wissen wir gar nichts. Jetzt leiden wir unter den grässlichen Folgen der Unwissenheit. Jetzt verpassen wir die Show mit Ellie der Elchfrau. Und Sie haben gesagt, dass heute die alleraufregendste Elchshow des ganzen Jahres läuft. Es ist nie zu spät, wenn man sich wirklich ändern will. Weißt du, ich habe ja erst gedacht, dass du bei deiner Idee, in dieser Fernsehshow mitzumachen, irgendwelche heimlichen Hintergedanken hattest. Ach, wirklich? Hintergedanken? Naja... Aber heute weiß ich, es ist wirklich genauso, wie du gesagt hast. Wenn wir gemeinsam etwas lernen, ist das unsere große Chance, als Familie zusammenzuwachsen. Nach intensivem Training für die Gameshow stellen sich bei der Dino-Familie Sinclair die ersten Erfolge ein. Ich weiß nicht, Mama. Cumulus. Ja, richtig. Ja, sehr gut. Dann. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie viel Spaß es macht, mit meiner Familie zusammen zu sein. Und diese spannenden Bücher zu lesen. Endlich ist es soweit. Der große Tag ist gekommen. Die Sinclairs sind tatsächlich dabei. Als Kandidaten der erfolgreichen Fernsehshow Familienkrieg. Und da ist sie wieder, die populärste Spitzenunterhaltungsshow, die alle aus den Sesseln reißt. Der Krieg der Familien. Ja! Und hier ist der Mann, der alles im Griff hat. Bobby Glimmer. Allerseits. Hey, vielen Dank. Danke, vielen Dank. Haha, los, begrüßen wir unsere Familien. Die Herausforderer. Haut mal kräftig in die Hände für die Sinclair. Hallo, Buddy, ich bin Earl. Erstmal die Damen. Darf ich erstmal die Damen begrüßen? Wie heißt denn diese reizende junge Lady hier?
Ich bin Charlene Sinclair. Hab ich mir beinahe gedacht. Ja, und wer ist diese Appetithappen für die Augen? Fran Sinclair, Hausfrau und stolze Mutter von 3 Kindern. Wunderbar, fantastisch, ja. Gib mir einen fetten, feuchten Schmatzer. Und jetzt darf ich mal bitten, einen donnernden Applaus für unsere Champions, die Nielsen-Familie. Also, Freunde, was habt ihr denn so seit dem letzten Auftritt gemacht? Wir waren immer zu Hause und haben Fernsehen geguckt. So war's doch, nicht wahr? Fernsehen ist unser Leben. Habt ihr eine Lieblingssendung? Nein, wir mögen beinahe fast alles, Buddy. Richtig, vielleicht stellen Sie uns mal Ihre Familie vor. Na klar, Buddy, das ist meine Frau Gladys. Hallo, Sie ist an der Chip. Fernbedienung. Und das ist mein Sohn, er bringt mir die Chips. Wie heißt er noch? Chip. Ach ja, Chip. Und da hinten sitzt meine Tochter Sally. Hallo, Buddy. Hab schon ganz vergessen, wie gerne ich immer Fernsehen gesehen habe. Ach ja. Aber jetzt habe ich schon fast einen Monat nicht mehr ferngesehen und ich muss sagen, es fehlt mir überhaupt kein bisschen. Und hier haben wir unsere heutigen Fachgebiete. TV vorige Woche, TV gestern Abend, TV, TV Potpourri und Familien im Fernsehen. Oh, was für ein dämlicher Zufall. Die Champions haben die Wahl. Wir nehmen TV gestern Abend. Gestern Abend lief eine Folge aus der Serie Wo ist denn meine Hose? Was hat Bernie da in seinem Kleiderschrank gefunden? Ah, die Sinclairs. Was? Ich nehme Y-Bob. Wir sind ziemlich nein, verrückt. nein. Wieso nicht? Oh, komm schon, Papa, wir müssen es einfach raten. Ja, aber klar, wir haben doch immer viel ferngesehen. Na gut, es hing in seinem Kleiderschrank? Ja. Also, dann müsste es ein Dreieck gewesen sein, ein gleichschenkliges. Und hiermit endet Runde Nummer 2. Damit führen die Nielsens mit 3460 Punkten vor den Sinclairs mit 5 Punkten. Tja, ein Jammer, Sinclair. Das bedeutet, Ihre Mannschaft hat unseren Super Stereo Raumklang Großbildfarbfernseher nicht gewonnen. Was, ein Fernseher? Wolltest du bloß deshalb bei dieser Sendung mitmachen? Du warst nur auf diesen Fernseher scharf. Aber nein, nein! Doch. Aber nur am Anfang. Das war, bevor wir so schön als Familie zusammengewachsen sind. Das hat mich glücklich gemacht. Das würde ich nie gegen einen super Fernseher eintauschen wollen. Sowas lässt sich leicht sagen, nachdem wir keine Chance mehr haben zu gewinnen. Aber es ist wahr. Selbst wenn Buddy mir noch eine Chance geben würde, den Fernseher zu gewinnen, würde ich sie niemals annehmen. Sinclair, Sie bekommen von mir noch mal eine Chance, den Hauptgewinn, diesen Super Stereo Raumklang Großbild Farbfernseher in unserer letzten Spielrunde doch noch zu gewinnen. Auch wenn ihr abgeschlagen seid, Leute, weit abgeschlagen. Jetzt habt ihr die Wahl. Entweder wählt ihr eine weitere Frage aus unserem Sachgebiet, die ihr aber vermutlich auch wieder nicht beantworten könnt, oder Earl ist zu einem gnadenlosen Entscheidungszweikampf auf Leben und Tod bereit. Gegen den Champion Art Nielsen in unserem patentierten Spezialkäfig der Verdammnis. Ja! Sie haben die Wahl, Earl Sinclair, in einem Kampf auf Leben und Tod. Ja. Na, was ist, Earl? Wie haben Sie entschieden? Zeig's ihm, Papa. Reiß ihm den Kopf ab, Fettbacke. Ich nehme Y-Bob. Wir warten, mein Lieber. Was darf's bitte sein? Der Käfig oder lieber die Frage? Käfig der Verdammnis. Käfig der Verdammnis. Gut, ich nehme die Frage, Buddy. Was, im Ernst? Was? Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Ich habe schon verstanden. Her mit der Frage. Hoch damit! Ja, hoch mit dem Ding. Dienstagabend gab's eine spannende Folge von Oh, diese Beckelsons. Für den Superfernseher aufgepasst. Welche überaus wichtige Lektion fürs Leben hat Benji in dieser Folge gelernt? Papa! Ich weiß, Buddy. Er hat gelernt, dass Fernsehshows kommen und gehen. Und manchmal fühlt man sich sogar mit den Typen auf dem Bildschirm verbunden. Aber worauf es im Leben ankommt, das hat mit dem Fernsehen wenig zu tun. Es geht um die Liebe zu deiner Familie. Und Nein, Sie liegen meilenweit daneben. Er hat nämlich gelernt, dass man Haustieren niemals Vaters Autoschlüssel geben darf. Stimmt, das ist auch mächtig wichtig. Damit sind die Nielsens wieder mal die Gewinner. Also wisst ihr, wir von Krieg der Familien sagen ja immer, es gibt niemals Verlierer in dieser Show.
Aber seien wir ehrlich, ihr wart lausig. Wir waren gar nicht lausig. Und wenn, dann waren wir als Familie lausig. Aber trotzdem soll niemand den Krieg der Familien mit leeren Händen verlassen. Auch wenn es nicht unser Super Stereo Raumklang Großbild Farbfernseher ist, so können Sie immerhin als Trostpreis diesen tragbaren Kompaktfernseher mit nach Hause nehmen. Die Show ist vorbei. Das Leben nimmt wieder seinen gewohnten Lauf. Doch etwas scheint sich bei den Sinclairs geändert zu haben. Übrigens, Robin, ich habe deinen Lehrer Herrn Pullmann im Supermarkt getroffen. Er hat mir gesagt, dass du ihm gestern Abend in der Show sehr gefallen hast. Außerdem hat er gesagt, dass du in der Schule viel besser geworden bist. Und übrigens, Charlene, alle, die ich getroffen habe, haben mir gesagt, dass du sehr hübsch ausgesehen hast. Es gibt eben Dinos, die von Natur aus telegen sind. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Es ist Fütterungszeit und das Dino-Baby hockt mal wieder im Kindersitz und lässt sich nur ungern den großen Löffel von der Dino-Oma Ethel in den Mund schieben. Mach den Mund auf. Nun komm schon. Ich weiß, dass es dir weh tut. Schlimm, wenn die ersten Beißerchen kommen. Ich hab schon keine mehr. Sowas nennt man Kreislauf des Lebens. Eine wunderbare Sache, wirklich. Iss weiter oder ich beiß dir den Kopf ab. Na, war doch bloß halb so schlimm. Tag, Mutter. Hat er immer noch Schmerzen? Er wird's überleben, aber wir haben bald keine Löffel mehr. Ich weiß, wie weh es tut, wenn die Zähnchen kommen. Aber Mama hat dir Zahnfleischtaub gekauft. Damit wird alles wieder gut. Und Mund auf. Super, Mama hat mir Schmerz weggemacht. Mama hat mir mein... Na bitte, jetzt ist der ganze Mund betäubt. Ist das nicht komisch? Der Kleine sammelt genau wie sein Vater. Also, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich mit Earl heute lieber nicht ausgehen. Ach was, Frank, geh mal aus und amüsier dich ein bisschen. Wer weiß, vielleicht lernst du einen netten Mann kennen. Ich gehe mit Earl aus, Mutter. Muss ja nicht heißen, dass du mit ihm zurückkommst. Währenddessen steht Dino-Papa Earl im Schlafzimmer vor dem Spiegel und bewundert sich in stolzer Pose. Da öffnet sich die Tür und Dino-Tochter Charlene stapst herein. Na, wie geht's, mein Liebling? Hallo, Papa. Oh, hallo, Charlene. Kannst du mir einen Zehner geben? Nein, kommt ja gar nicht in Frage. Wofür brauchst du den denn? Für die Schule? Hm? Also gut, nicht für die Schule. Aber hat was mit der Schule zu tun. Ich habe einfach keine anständigen Klamotten mehr. Ich brauche ein neues Outfit. Sieh mal, das hier ist eine Dino-Mark. Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, wie viel das ist, so eine Dino-Mark? Eine Dino-Mark. Na gut, theoretisch hast du recht. Aber die Praxis sieht anders aus, wenn du das Geld selbst verdienen musst. Ich weiß noch, wie ich meine erste Mark verdient habe. Mann, war das eine harte Woche. Oh, Papa, kann ich einen Zehner haben? Klar, mein Sohn, wenn's weiter nichts ist. Hey! Probleme, Schwester? Ja, warum kriegst du immer Geld und ich nicht? Weil ich es verdient habe. Ich habe den Rasen gemäht, den Müll rausgebracht, Papa zugehört, wenn er von guten alten Zeiten erzählt. Außerdem ist dein Bruder älter als du. Er weiß, was das Geld wert ist und wie man es sinnvoll ausgibt. Na los, mein Junge, erzähl deiner Schwester, was für gewinnbringende Pläne du mit dem Geld hast. Tja, weißt du, Spike und ich, wir wollen zum Minigolf und ein paar Mädchen aufreißen. Sehr gute Anlage. Danke. Das ist echt voll unfair. Oh, Kinder. Das ist wirklich ungerecht. Wütend verlässt Charlene das Zimmer, während sich einige Stunden später Dino-Mama Franny und Oma Ethel noch immer rührend um das Baby kümmern. Mama, mir, Na, Schatz, was machen die Zähnchen? Ich hab Hunger.
Oma wird dir nachher noch was zu essen geben. Mama und Papa gehen heute Abend nämlich aus. Fran, mein Kind, sei mal ganz ehrlich. Wenn ein junger Mann so aus heiterem Himmel eine Frau in meinem Alter anruft und sie zum Essen einlädt, sollte sie dann hingehen? Aber natürlich, Mutter. Bis dann. Roll nicht einfach so weg, Mutter. Du passt heute Abend auf das Baby auf. Mama liebt dich weg. Mama liebt mich. Franny, wann habe ich das letzte Mal einen Abend allein mit einem unverheirateten Mann verbracht? Weiß nicht, kann mich nicht erinnern. So geht's mir auch. Angenehmen Abend. Mutter! Du kannst doch machen. Lass mich babysitten. Lass mich das machen. Du kannst mir vertrauen, auch wenn hier jemand meint, ich sei nicht zuverlässig. Ich bin's. Bezahl mich und ich beweise es. Ich finde es nett, dass du helfen willst, aber Robbie ist älter und deshalb wird er aufs Baby aufpassen. Warum ist er immer der Ältere von uns beiden? Oh, Papa. Papa, Oma hat heute Abend keine Zeit zum Babysitten. Darf ich? Dann kann ich mir auch ein bisschen Geld verdienen. Du willst auf Junior aufpassen? Ja. Das ist eine gute Idee. Wieso setzen wir ihn denn nicht gleich aus? Ah, Papa. Er ist doch noch ein Winzling, Charlene. Er ist verletzlich, er ist hilflos. Sieh ihn dir mal an, was für ein süßer Knirps das ist. Kneif ihn nicht in die Backe. Oh, 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 tut das weh. Oh. Ich glaube, das Zahnfleischtaub wirkt nicht mehr. Hättest du mir das nicht früher sagen können? Oh. Am Abend ist das Babysitter-Problem noch immer nicht gelöst. Doch Dino-Papa Earl hat immer gute Ideen auf Lager. Papa, bitte. Versteh doch, ich will nicht babysitten. Robbie, du kriegst 2 Dino-Mark die Stunde, also hör auf, dich zu beschweren. Nun komm schon, Fran. Ja, gleich, Liebling. Ein romantischer Abend liegt vor uns, also beeil dich. Ja, doch, hör sofort. Nur noch einmal Zahnfleischtaub und wir können gehen. Hat Mama gut gemacht, Mama lieb. Oh, Mama hat dich auch lieb. Robbie, wir bleiben nicht lange. Und die Nummer vom Restaurant habe ich dir aufgeschrieben. Wag es ja nicht, da anzurufen. Nein, mach ich Wir nicht. sind so gegen 11 wieder da. Können wir jetzt endlich gehen? Du weißt ja, wo der Erste-Hilfe-Kasten steht. Und lass auf keinen Fall jemanden ins Haus. Komm, komm, komm. Der Junge kommt schon zurecht. Er ist absolut zuverlässig und würde unser Vertrauen doch niemals enttäuschen. Bis dann. Alles klar. So, jetzt hör mal zu. Ich hau ab. Du hütest den Junior. Was? Die glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich an einem Freitagabend babysitte. Und wer kriegt das Geld? Ich natürlich. Hey, ich trage das Risiko, wenn ich dir den Job überlasse. Aber ich sorge dafür, dass du den Ruhm erntest. Welchen Ruhm denn? Ich erzähle Mama und Papa, dass mir plötzlich schlecht wurde und du eingesprungen bist. Du hast die ganze Verantwortung getragen und peng, eine Babysitter-Karriere wie im Kino. Wirst ein echter Star. Dafür will ich die Hälfte vom Geld. Du bist ganz schön raffgierig. Mann, sind ja echte Ausbeutermethoden. Oh, freitags haben die Mädchen doch freien Eintritt beim Minigolf. Oh, Robbie, ich glaube, wir halten den Schläger falsch. Sind wir nicht süß? Bitte, hilf uns ein bisschen. Na schön, in Ordnung die Hälfte. Aber bitte vermassel nicht wieder alles. Keine Sorge. Dino-Tochter Charlene ist wirklich ein Spitzenbabysitter und liest dem Dino-Baby aus dem Märchenbuch vor. Und dem Baby bleibt auch gar nichts anderes übrig, als zuzuhören, denn Charlene hat es fachgerecht gefesselt und geknebelt. Glöckchen nahm geschwind einen Bissen vom zweiten, aber auch sein Fleisch war viel zu zäh. Sogleich probierte sie etwas von Itzy Bitsy Babylein und sein Fleisch war saftig und zart. Da aß sie ihn ganz auf. Tschap, 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 tschap. Ist das nicht lustig? Oh, bleib ruhig sitzen, ich geh ran. Hallo? Oh, hallo Mindy. Nein, du störst überhaupt nicht. Was? Das gibt's doch nicht. Komm, erzähl aber von Anfang an. Hast du wirklich? Zur gleichen Zeit sitzen Dino-Papa Earl und Dino-Mama Franny in einem gemütlichen Restaurant und genießen den romantischen Abend. Aber Franny, was ist mit dir? Hast du etwa keinen Hunger? Deine Vorspeise wird ja kalt. Ich muss dauernd daran denken, dass Mutter nicht zu Hause ist und was die Kinder wohl machen. Ach, vergiss doch einmal die Kinder. Wir wollen einen romantischen Abend verleben. Können wir nicht mal so tun, als hätten wir keine Kinder? Bitte. Ich will nur mal schnell zu Hause anrufen. Dann gehöre ich ganz dir, mein Großer.
Frauen machen sich dauernd um irgendwas Sorgen. Ja, ich mach mir auch gerade irgendwie Sorgen. Doch Dino-Mama Franny läuft vergebens zum Telefon. Die Leitung ist besetzt, denn Charlene quatscht und quatscht mit einer Freundin, während sich das Baby unbemerkt von den Fesseln befreien kann und langsam zum Kühlschrank krabbelt. Also Mark wollte auf keinen Fall, da war ich einfach sauer. Aber Kitty meinte, Mark hätte doch recht. Da habe ich ihr gesagt, Kitty, wer hat dich denn gefragt? Da hat diese Gewitzige irgendwas gefaselt von wegen, du hast meine Gefühle verletzt und so. Oh, das ist gar nichts, nur mein bescheuerter kleiner Bruder. Du weißt schon, bade mich, fütter mich, mach die Fesseln ab. Jedenfalls war ich mit Mark und Kitty auf dieser komischen Fete. Und ob du es glaubst oder nicht, Kitty wollte einfach nicht abhauen. Sie sehen wirklich wie eine Katze an, und sag ich dir. Aber trotzdem habe ich ihn dann angequatscht. Vergessen! Kann ich laufen? Als Minigolf. Aber ich glaube, Mark ist total auf mich abgefahren. Ja, und dann hat er mich endlich gefragt, was ich am nächsten Wochenende... Hallo, kleines Kerlchen. Wer spricht da? Ein Freund. Hier im Kühlschrank. Ich habe viele schöne Überraschungen für dich. Gut so, bist ein schlauer kleiner Bursche. Mach doch die Tür auf, dann können wir zusammen spielen. Bitte. Los, mach auf. Mama sagt nicht mit dem Kühlschrank reden. Was geschenkt. Na fein. Ausgezeichnet. Oh nein, das Dino-Baby wird doch wohl nicht etwa so dumm sein und den Kühlschrank öffnen? Oder etwa doch? Ich fürchte fast, ja. Und schon sprengen die Tiere aus dem Eisfach, veranstalten einen sagenhaften Dreck in der Küche und nehmen das Dino-Baby ganz schön in die Mangel. Und Charlene, die quatscht und quatscht noch immer am Telefon, während sich die gefräßigen Tiere langsam zum Wohnzimmer vorarbeiten. Abgenervt. Ich weiß gar nicht, was Mark an ihr findet. Das ist wieder mein lieber kleiner Bruder. Bin gleich wieder da. Bleib dran. Na schön, du kleine Nervensäge. Wie oft habe ich dir eigentlich schon gesagt? Oh, was hast du gemacht? Oh, das hast du gerade noch gesehen. Das hört sich aber nicht wieder auf. Geschwister, ich wünschte, ich wäre ein Einzelkind. Mindy, ich muss Schluss machen. Muss mich mal um meinen kleinen Bruder kümmern. Willkommen bei unserer kleinen Party. Tja, Charlene. So trifft man sich wieder. Willst du mich etwa auf den Arm nehmen? In der Frostzone da drüben nennt man mich Kraut. Kraut? Den fürchterlichen? Aber du kennst mich wohl eher unter dem Namen Kraut der Leckerbissen. Wann war das deine Pfote? Oh, ihr seid aus dem Kühlschrank ausgebrochen, stimmt? Wie scharfsinnig! Dir habe ich diese Kohlprothese zu verdanken. Nein, hast du nicht? Wir sind die letzten Überlebenden der gnadenlosen Fresssucht deiner Familie. Aber ich will sie abzunehmen. Weißt du überhaupt, wie wir da drinnen leben? Ich habe 4 Monate im Käsefach zugebracht. Eingequetscht hinter dem Stinkekäse. Und immer wieder die Angst, wann wohl im Kühlschrank das Licht aufblinzt. Ihr stinkt wirklich abscheulich, weil ihr alle bestimmt. Ruhe! Wir haben dein liebes Brüderchen. Und wenn du jetzt nicht tust, was wir sagen, dann wirst du ihn nicht mehr wiedersehen. Aber was sagst du nun? Ach, ihr seid doch bloß Leckerbissen. Sowas wie euch verspeise ich zum Frühstück. Mach dich bloß nicht lustig über uns, verstanden? Wir sind nämlich gnadenlos. Wir sind zu allem entschlossen. Wir haben nichts zu verlieren und absolut keine Angst. Sie erwacht erst einige Zeit später, als sich die Haustür öffnet und Dino-Bruder Robbie die verwüstete Küche bestaunt. Und das Dino-Baby, das scheint verschwunden zu sein. Robbie, bist du? Na, wer sonst? Was macht der Junior? Das Essen! Die Leckerbissen aus dem Kühlschrank haben ihn entführt. Die haben sich irgendwie befreit. Da war plötzlich so ein Lärm und dann ging das Licht auf. Und das Telefon war tot an diese komische Stimme. Dann waren alle draußen und dann diese
Dieser Kraut mit der Kuhhand, Wie kannst du mir das bloß antun? Mama und Papa werden mir den Kopf abbeißen. Meinst du, es gibt kein Geld? Was? Sie werden uns den Kopf abbeißen. Mama und Papa lieben doch das Baby. Aber ich kann doch nichts dafür. Ich vielleicht, ha? Du hast mich doch mit Junior allein gelassen. Was hast du dir dabei gedacht? Ich hab mir gedacht, ich könnte wenigstens einmal für ein Stündchen das Haus verlassen, ohne dass Junior gleich von irgendwelchen verrückt gewordenen Essensresten entführt In wird. Ordnung, wir müssen ihn finden. Ich schlage vor, wir trennen uns und durchsuchen das Haus. Einverstanden. Aber wer ihn findet, kriegt das ganze Babysittergeld abgemacht? Na klar. Also los. Charlene und Robbie laufen durch das ganze Dino-Haus und werden beide in einem günstigen Moment von der Meute rachsüchtiger Tiere überrumpelt und fachgerecht gefesselt. Und auch das Dino-Baby sitzt schon wieder da, wie vor einigen Minuten auch, gefesselt und geknebelt. Und Dino-Mama Franny, die spürt instinktiv, dass etwas nicht in Ordnung ist und wippt auf ihrem Stuhl im Restaurant nervös auf und ab. Den Kindern geht's bestimmt gut. Wenn nicht, machen wir eben neue. Genieß doch den schönen Abend. Ach, du hast ja so recht, wirklich. Du hast vollkommen recht. Doch so sind nun mal die Gefühle von uns Frauen. Liebling, bitte. Kannst du nicht mal für einen Abend vergessen, dass du eine Frau bist? Dann wär's viel romantischer. Unauffällig greift Dino-Papa Earl in seine Tasche und sprüht sich eine Ladung Mundspray in sein großes Dino-Maul. Doch was ist das? Oh je, da scheint Earl aber etwas vertauscht zu haben. Statt des wohlriechenden Mundsprays ist sein Maul plötzlich ganz taub und fühlt sich schrecklich pelzig an. Denn das, was sich Dino-Papa Earl da gesprüht hat, ist das Zahnfleischbetäubungsspray, die Medizin vom Dino-Baby. Ich habe eine Idee. Nach dem Essen könnten wir doch vielleicht noch etwas... Aber Earl, du bist ja ein ganz schlimmer Ja, Idiot. ja. Wenn irgendwann in Ordnung, man muss in Was sagst du? Haben Madame und Monsieur schon gewählt? Oh ja, rufen Sie mir mal schnell einen Doktor. Ja, Monsieur, das ist dem Koch vorzüglich gelungen heute. Danke vielmals, vielen Dank. Hier steht, die Wirkung lässt in den meisten Fällen nach einer Stunde nach. Ich furchtbar, dass ich in diesem Augenblick nicht richtig sprechen kann. Das kann ich verstehen, mein Schatz. Lass uns zahlen und sofort nach Hause gehen. Ich mache mir auch die ganze Zeit Sorgen um die Kinder. Die Dino-Kinder Charlene, Robbie und das Baby sind noch immer in der Gewalt der wütenden Tiere. Verschnürt wie Pakete sitzen sie da und warten auf die Dinge, die da kommen. Na, ist es nicht ein hübscher Anblick? Was meinst du, mein Kohlköpfchen? Sehen sie nicht köstlich aus? Appetitlich? Also du freust dich schon? Nein, warte, Kohlköpfchen, noch nicht. Nein, warte. Also, Charlene. Wie fühlt man sich denn so, wenn man auf der anderen Seite der Gabel ist? Dafür wirst du teuer bezahlen, du ranziges, angefressenes Miststück. Also, wenn ihr euren kleinen Bruder lebendig wiedersehen wollt, dann müsst ihr die folgenden Bedingungen erfüllen. Erstmal wollen wir Jogginganzüge haben. Und zwar Maßanfertigung. Nur Maskenabsicht. Zweitens eine Krankenversicherung. Ohne Selbstverteidigung, außerdem freie Arztwahl. Ja. Und drittens 40 Millionen Hubschrauber plus eine Dino-Mark. Was? Irrtum, die Sache ist genau andersrum, Chef. Ja? Oh, danke vielmals. Ich muss mich korrigieren. 40 Millionen Dino-Mark und einen Hubschrauber. Und außerdem wollen wir eine eigene Zeichentrickshow im Fernsehen. Aber zur besten Sendezeit. Ja, das sind unsere Bedingungen. Nehmt ihr sie an? Einverstanden, angenommen. Was? Ach, wirklich? Das war aber einfach. Du hast gemeint, die würden kräftig feilschen, blöder Kohlkopf. Aber wir verlangen von euch, dass ihr uns erstmal das Baby wieder zurückgebt. Das Gefeilsche hat begonnen. Gut, das ist meine Welt. Das Geben, das Nehmen, das ständig hin und her. Ja, gut. Ihr habt also den ersten Spielzug gemacht. Und zwar fordert ihr... was? Das Baby. Ach ja, richtig. Das Baby. Raffiniert. Wirklich. Fein. Na, fein bringt das Baby zu mir. Was hast du vor? Wir können doch ihre Bedingungen gar nicht erfüllen. Vertrau mir. Dir vertrauen, so wie beim Babysitten, ne? Hör zu, ich habe uns da reingebracht. Ich bringe uns da auch wieder raus. Bin ich aber gespannt. Hey, das gilt aber nicht, ihr zwei. Hört sofort auf zu tuscheln. Junior, alles in Ordnung mit dir? Ich will nicht essen. Wie
Wie ihr seht, haben wir unseren Teil der Abmachung erfüllt. Nun habt ihr eine halbe Minute, um euren Teil zu erfüllen. Oder sonst räumt Kohlköpfchen hier mal auf. Los, Charlene, auf sie! Nein! Mein Kohl ist hin! Mein Kohl ist hin! Du hast meinen Kohlkopf zerfetzt! Alle Vereinbarungen sind damit weggefegt! Abmarsch zur Küche! Heute Abend gibt es ein Festmahl! Na, wie fühlt ihr zwei euch jetzt, nachdem wir den Spieß umgedreht haben? Charlene, nun bin ich wirklich gespannt, wie du uns hier wieder rausholen willst. General Kraut, ich finde, Sie sollten zuerst das Baby verspeisen. Was? Bist du bescheuert, Charlene? Seht ihn euch an, rund und wohlgenährt. Und die Bäckchen, wie saftig und zart die sind. Stimmt, die sehen mächtig appetitlich aus. Na los, kneif ihn. Mal richtig kräftig in die Backe. Na gut. Ohne das Zahnfleischbetäubungsspray ist das Dino-Baby äußerst schmerzempfindlich. Der Chef der Kühlschrankbande kneift dem Baby energisch in die Backe. Da dreht das Baby durch. Wie wahnsinnig rotiert es im Kreise und setzt die hinterhältigen Tiere außer Gefecht. Halt mir das Baby vom Leib! Robbie und Charlene wissen sich zu helfen. Die gefräßige Kühlschrankbande wird von den zwei Dinos dazu verdonnert, die gesamte Küche und die Wohnstube wieder auf Vordermann zu bringen. Nicht so auf die 40 Millionen. Ja, alles dahin. Hab niemals damit gerechnet, dass du so ein ausgeschlagener, gefährlicher Gegner bist, Charlene. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass deine Eltern dir das Haus anvertraut haben. Pech für mich, dass ich auf deine Geheimwaffe überhaupt nicht vorbereitet war. Halt ihn ja zurück! Tut mir leid um deinen Freund, den Salat. Er war kein Salat! Er war ein Kohlkopf. Sowas wie ihn werde ich so leicht nicht wiederfinden. Danke, meine Teure. Also wieder zurück! In die Frostzone! Glaubt ja nicht, ihr hättet mich heute zum letzten Mal gesehen. Leckerbissen sterben nicht. Sie werden nur schlecht. Und nach verschwinden alle Tiere wieder in die Frostzone, den Kühlschrank. In Ordnung. Mama und Papa werden jeden Augenblick zurückkommen. Ich möchte, dass das alles hier unter uns bleibt. Bezahl mich! Nein. Fein! Ja. Gefühle von Frauen. Sieht doch alles bestens aus, was ich hier so als gefühlsarmer Mann erblicke. Die Mama! Wen haben wir denn da? Wie geht's, meinen kleinen Schatz? Wirst Hunger haben? Will nie mehr essen. Junge, hier ist dein wohlverdientes Geld fürs Babysitten. Ich wusste, dass man sich auf dich verlassen kann. Oh, danke, Papa. Lieber Robby, da, 2 Fünfer. Das wäre einer für dich und einer für deine Schwester, die dir die heißen Kartoffeln aus dem Feuer geholt hat. Ja, gut. Erzählt mir vielleicht mal jemand, was hier los war? Naja, also mir ist vorhin irgendwie schlecht geworden und Ja? naja, Charlene ist für mich eingesprungen. Ja. Und sie hat aufs Baby aufgepasst und man kann So ihr ist wirklich es. vertrauen und sie ist die Beste. Vielleicht kannst du ja wirklich schon mehr Verantwortung übernehmen. Sie ist erwachsen geworden, stimmt's? Ja, mein kleines Mädchen ist schon fast erwachsen. Ja. Das ist wirklich ein echter Meilenstein in der Geschichte unserer Familie. Ja. Ich gehe ins Bett. Aber Papa, Sag mal, Robby, ist dir immer noch schlecht? Weißt du, nein, Mama, das Essen ist ihm wohl etwas auf den Magen geschlagen. Stimmt genau. Ja. Ha ha ha!